Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation Uf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als wir hier unser brandneues Tool kriegt haben. Und das meldet sich auch zu Wort, wenn hier noch kein sichtbares Ziel ist. Aber es führt ja kein Weg drauf vorbei, wir müssen da rein. Boah, gucken wir mal, was ich hier Wunderbares finde. Oh, irgendwo bewegt sich was. Nicht in unserer Nähe, okay. Das macht mich nervös. Das ist das, was mich beim ganzen Spiel nervös macht, muss ich sagen, ihr liebe Leute. Aber falls was kommt, könnte ich mich hier in dem Ding noch verstecken. Gehen wir mal hier durch. Wie war das dann nochmal? Genau, die L und R, 2 Halter. Oder Linksdreher und dann geht das Ding auf. Was gibt's da Schönes? Okay. Da haben wir Bindemittel drin. Das scheint Dusche zu sein, ne? Ja. Boah, Dusch wollte ich jetzt, glaube ich, nicht nehmen, wenn das Vieh da rumschwirrt. Was haben wir da noch? Markierung am Rand des Bewegungsmitteln, das zeigt ihr Ziel an. Okay. Ja, noch ist keins zu sehr. Ziel. Ladungspack. Haben wir natürlich auch gern. Radio stellen wir jetzt mal nicht an. Geräuschemacher. Prima. Da ist er. Da fehlt uns aber ein Teil dafür. Medikit könnte ich noch machen. Und für die Granate fehlt mir auch was. Ich bleib erstmal bei der Rauchgranate, würde ich sagen. Hier haben wir auch noch nichts. Oh Mann. Da hat uns eben der Soundtrack kurz im Stich gelost. Als kleine interessante Fakt übrigens, ihr liebe Leute. Der Alien Isolation Soundtrack ist übrigens aus teilweise unvollendete und stückchenweise Fetze aus dem Original Alien 1 Film gedreht worden, beziehungsweise komponiert worden. Also der eigentliche Soundtrack, den wir hier hören, der stammt sozusagen aus zusammengemixter Sache aus dem Alien 1 Film. Nur mal so am Rande. Fand ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Dass man da nicht wirklich großartig was selber gemacht hat, sondern dass man einfach auf die alte Sache aus dem ersten Alien-Film zurückgegriffen hat. Ich sag sowas eigentlich auch oft, damit ich mir mehr oder weniger hier selber Mut machen kann. Weil, ja, mir geht schon ein bisschen die Muffe, muss ich sagen, gerade. Vielleicht ist er nur ein Android. Ja, irgendwas piepst hier. Könnte ein Android sein. Ich hoffe, dass es einer ist. Da kommt Ladungspack. Entlang schlittert. Gucken wir mal, was hier entlang schlittert. Aha. Sogar ein ganzes Päckel. Bitte lass kein Kopf drin sei. Ladungspack, Komponente B und Taschenlampe, Batterie. Das ist gut. Das war nur das Schiff. Sicherheitszugangsgenerator. Wissen wir was? Machen wir das halt mal so. Okay, das ist ein anderes Minispiel dafür. Da muss ich dort die Balke treffen. Okay. Hat geklappt. Gucken wir doch gerade mal auf die Karte. Finden Sie einen anderen Weg hinein. Muss ja wohl hier sein. Was ist da noch drin? Schrott und eine subkutane Impfpistole. Schrott kann ich zwar nicht mehr nehmen, aber die Impfpistole. Taschenlampe, Batterie. Ein hochkomplizierter Plan wahrscheinlich von der Sevastopol-Station oder von einem Teil von der Sevastopol-Station. Aber da war noch ein Bewegungsmelder. Alarm. Ich nehme doch mal stark A. Ja, dass da ein Android steht, genau. Sie betreten einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda, Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen.
Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Ich bin ein Dummkopf und ich wurde als Emo konzipiert. Deswegen rede ich, als würde ich mich gleich mit den Rasierklingen schneiden. Eieiei, irgendwo wackelt's wieder. Machen wir da gleich mal das Lempel an. Und irgendwas bewegt sich hier auch noch. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Oh. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Sehr freundschaftlich die Lösung. Oh mein Gott. Ja, jemand an der Wand totschlagen finde ich mal durchaus sehr diplomatisch. Oh je, aber Hughes, von dem haben wir doch vorhin was gelesen, glaube ich. Naja, jetzt ist er hinüber. Hat wohl nicht so gut geklappt mit der Hiwi-Androide. Jetzt haben wir ach so eine kleine Vorahnung, dass wir mit denen Probleme haben könnten. Die haben wohl noch nie was von der Isaac Asimovsche Robotergesetze gehört. Jetzt fliegt uns da wieder der ganze Fussel entgegen. Igitt. Das sind die Kameras, denn das sollte ich besser aus dem Weg gehen. So, die Use bei sich, Ladungspack, Schrott und Revolvermunition. Okay. Dann heißt's ab jetzt vorsichtig sein, damit uns die Androiden nicht erwischen. Ich guck gerade mal, ob mal Karten von einem Gebiet. Verschaffen Sie sich Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Okay. Da scheint gerade keiner im Raum zu sein. Hier irgendwo ist jemand nah. Klebt noch das Blut vom Kerl an der. Da ist ein Terminal. Ihre Aufzeichnung. Sensible Firmeninformationen wurden automatisch in einer kürzlich von diesem Terminal verschickten Sevastolink-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen Seegsons von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter von Seegsons Synthetics. Fehler. Nix. Freigegeben. Apollos Auge. Riggs, arbeiten Sie noch immer bei Seegson Communications. Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe? Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Er ist neu und versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Waits einzuschalten. Das könnte uns allen schaden, also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras. Man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Halden, wohnt im Josiah Sieg Suitenbereich 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir könnten hier aufräumen. Ransom. Ordner fehlerhaft und Zubehör auch nix. Okay. Wenn du ach nix isch, dann isch du ach nix. Das ist halt das. Dann gucken wir nochmal weiter. Ob hier was ist. Ja. Ja. Eventuell draußen Android noch. Da waschelt einer rum, okay. Da ist noch Bindemittel. Ja, da waschelt einer rum. Okay. Bindemittel, Sensor und Revolvermunition. Da haben wir noch eine Ausweiskarte, die wir mitnehmen könnten. Ich muss mal irgendwann gucken, wo ich die Eis sehen kann. Oh je. Okay. Kommt der jetzt raus? Ich weiß es als nicht, was die durch... Ne, der waschelt nur da hinten in dem Bereich rum, okay. Haben wir hier irgendwo was Sinnvolles? Ja, hier irgendwo in dem Bereich müssten wir hier. Ah, prima.
Okay, jetzt habe ich die Überwachungskamera ausgeschaltet. Der Kumpel da hinten sieht mich nicht. Und dann müssten wir eigentlich in den Bereich der Neve hier wackeln können. Ja. Super. Gucken wir gerade nochmal auf die Kamera. Ja, das ist auch das Gebiet, wo ich hier soll. Jo, da hat es geklappt, ohne dass die Androide uns entdeckt haben. Das ist besser als beim ersten Mal, als ich das gespielt habe. Da haben sie mich gnadenlos entdeckt. Und fertig gemacht. Ich halte mal lieber mal Aro. Komm schon. Und gehe mal lieber auf den Revolver, falls was kommt. Bei der Androide brauche ich zwar 1000 Schuss, aber besser als nichts. Okay, zum Kommunikationsraum. Oh Mann. Anscheinend doch nicht die versprochene Alien-Action, ihr liebe Leute. Tut mir leid, aber Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. das dauert anscheinend noch ein klein bisschen. Handelsschiff Taurus auf St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Bitte kommen, over. Hier Diane Verlaine, Captain der Taurus. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere zu Wayland Bhutan. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um... Okay, also die Verlaine von der Torrance scheint jetzt auch derzeit hier die Leute zu informieren. Aber irgendwie reagieren die hier wie Androide nicht. Erlauben, Passagiere an Bord zu transferieren, over. Dann holen wir uns hier das Karte-Update. Gucken gerade mal rein. Kontaktieren Sie Verlaine und die Torrance. Ja, nichts lieber als das. Den ich auch muss sagen, holen mich hier aus dem Albtraum raus. Das kann's ja nicht sein. Wow. Da geht's noch irgendwo hoch. Da muss ich aber hier. Wundert mich, dass die hier wie Androide dann den Bewegungsmelder nicht hören, so ewig laut wie das Ding ist. Ah, okay, so kann ich die Schärfe noch einstellen. Oder beziehungsweise, ob ich noch vorne oder noch hinten gucken mag. Okay. Also in der Vordergrund oder in der Hintergrund, so rum. Ethanolsensor und Schrott, alles klar. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Da steht irgendwo noch einer. Okay. Derzeit nichts zu sehen. Wo muss ich dann genau hier dafür? Irgendwo hier in dem Bereich, haben sie gesagt. Wahrscheinlich ein Stockwerk oben drüber, nehme ich mal. Weil hier ist kein Kommunikationsbereich. Oder keine Konsole, wo ich irgendwie kontaktieren könnte. Dann schleichen wir doch gerade mal noch over. Ja, da geht's noch over. Probieren wir das doch mal ein Stockwerk oben drüber. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wenn ich da oben bin, mache ich erstmal hier meinen Cut an der Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Teil von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Bleiben auf jeden Fall gespannt. Es bleibt auch in der nächsten Episode hier wieder spannend. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht die Torrance kontaktieren könnten. Die wahrscheinlich dort drüber kontaktiert wird. Aber das machen wir alles im nächsten Teil, ihr liebe Leute. Machen's gut bis du hier. Ich wünsche euch was und vielen Dank für jeden Klick, für jedes Feedback und für alles, was ihr mal geben wollt. Machen's gut bis du hier, liebe Leute. Iron Yankee.